schön. Oh, was eine schön. So was hat man lang nicht gesehen. So schön, so schön. Später. Okay! Na, ihr Kacker. Dann will ich es hören. Asoziales Karnevalspack. Habt ihr wieder einen Grund gefunden zum Saufen, nicht wahr? Ist auch besser so. Wir haben sogar Navigation für die Leute, die auf die Bühne kommen, falls ihr zu viel... Ja, ich weiß nicht, ob ihr mich erkannt habt. Ich bin der Quotenkanacke. Seit ich bei der FZ Bern hier in Hallstatt bin, heißt es immer, oh, du hältst die Tradition hoch. Ich so, war keine Absicht. Und ja, hat mein Vater damals auch gesagt. Und seit ich so viel Zeit mit den Hallstattern verbringe, habe ich gemerkt, die suchen ständig einen Grund zum Saufen. Ja, ständig. Über Geburtstage, Feiertage, Namenstage, Wochenenden, wenn die gut drauf sind, wenn die schlecht drauf sind, nach Feierabend, Mittagspause, während der Arbeit. Ich meine, ist ja auch nicht schlimm, ist ja gut für die Wirtschaft. Ja? Selbst wenn der Deutsche pleite ist, der hat immer Geld für eine Flasche Bier. Oder einen Kasten. Das Problem ist nur, was passiert, wenn die dann betrunken sind. Ja, was mir vor ein paar Jahren passiert ist, wir waren beim guten Kumpel, haben DVD-Abend gemacht. Natürlich alles legal erworbene DVDs. Ja, nicht, dass ihr hier irgendwas denkt von wegen nix da. So, um Mitternacht haben wir dann einen Film ausgesucht, den wir noch gucken wollten. Und der Belgier, damals hat er in Belgien gewohnt, deswegen Belgier, hat gesagt, ich geh mal auf Klo. Dann geht der und um 2 Uhr habe ich dann gesagt, ach, ich war ja damals der Nüchterne und die sind ja immer die Spießer, ich muss jetzt nach Hause. So, da habe ich gedacht, wo ist eigentlich der Belgier? Und dann gehe ich Richtung Toilette, Licht war ja noch an, Tür natürlich nicht abgeschlossen, warum auch? Und dann sah ich Folgendes. Natürlich mit heruntergelassener Hose, aber perfekt zensiert. Ausziehen! Ich dann so, Kollege. Ja, ich wollte mich nur verabschieden, ich bin jetzt weg. Und der dann? Da hat er tatsächlich in dem Moment angefangen zu drücken. Entweder wollte der sagen, da scheiß ich drauf, oder nachmittags, wenn die zum Frühstück kommen, so gegen 14 Uhr, ey, wir machen jetzt Frühstück. Ja, ich bin gleich soweit. Ja, ein Phänomen, das ist echt ein Phänomen. Weil ich auch gemerkt habe, wenn man betrunken ist, lallt man ja, das kennt man. Und wenn man angetrunken ist das was anderes. Dann spricht man nur noch so in Satzfragmenten. Ja, man benutzt nicht ganze Sätze. Letztens, wir waren bei Rico, haben Krankenbesuch gemacht. Julia und ich. Julia musste ja noch fahren, deswegen hat sie nichts getrunken. Und ich mit Rico. Und wir saßen da so und haben Fernsehen geguckt. Und dann kommt die Sätze. Ist das nicht der hier, da, hier, do? Nee, doch nicht. Und ich dann so, meinst du den? Nee. Julia guckte schon verdutzt. Und ich kam dann mit dem Erklärungsversuch. Ja, das ist so, weil, hier die Jugend von, hier, weil mit dem, und lesen und so, ja, überhaupt. Meine Mutter hat immer gesagt, wenn er liest, ne, und da hat sie auch recht. Und Rico so, ja, da hat sie verdammt recht. Und, weil ich auch gemerkt habe, es gibt verschiedene Typen von Säufern. Zum Beispiel der Grinser. Da haben wir zwei in meinem Freundeskreis. Erstmal in der männlichen Fraktion der Johnny und in der weiblichen Fraktion die Andrea. So, ist ja nicht schlimm, wenn Andrea grinst, ist ja ein hübsches Mädchen und so, ist okay. Aber wenn, das ist letzte Woche passiert,
Wirklich. Wir waren im Calypso, Freitagabend, dann kommt Johnny so auf mich zu. Johnny, du Schwuchtel. Und ich dachte mir, hätte das jetzt Andrea gemacht, hätte ich nichts dagegen gehabt. Ich so zu Johnny, egal was du dir jetzt gerade vorstellst, nett mit mir. Dann gibt es natürlich auch noch den Flirter, Federmann. Wenn der angetrunken ist und dann ist er ein bisschen, sucht er sich was. Wir waren bei Josh über Weihnachten, der sitzt da so, neben ihm Niki, Heiner. Und Niki ist ja nicht blöd, die hat ja Geschmack, die sagt, nee. So, dreht er sich zu der anderen Seite, Heiner, und wieder so, das ist ein Tannenbaum. Wenn du nicht auf Sadomaso stehst, lass es. Und dann hatte er die blendende Idee, da kam er auf die Lösung. Heiner, ich habe gehört, du bist handwerklich begabt. Den Rest des Abends will ich lieber nicht erzählen. Warum nicht? Wir wollen nicht peinlich werden. Dann gibt es aber noch welche Leute, die meinen, die könnten fahren mit 3,5 Promille. Und wenn das ein Polizist ist, kann er das ja ruhig machen. Unser Mecke. Der so zum Auto. Scheiße. Der hat ein Scharfschützenseminar besucht, der weiß das. Aber, jetzt fahr los, du Sau. Ach ja. Scheiße, das ist wie bei meiner Frau, ich finde das Loch nicht. Und dann, beim mehrfachen Versuch, und 20 Minuten bevor sein Dienst anfängt. Na Kollegen, nichts anmerken. So ist das immer richtig. Ne? Nichts anmerken, was am nächsten Tag. Genau das. Genau das, ja. Ja, und dann gibt es aber auch noch welche, die finden die Erleuchtung, wenn sie betrunken sind. Unser Koschwitz. Ja. Welcher? Der große Koschwitz. Da weiß ich auch noch. Wenn der voll betrunken ist, ist der so am Pennen. Manchmal auch auf belgischen Toiletten, wo wir dann einbrechen mussten. Und dann, mitten im Schlaf, irgendwann. Apfelringe hat bei Deutschland so den Sebastian gemacht.